Sag doch mal schnell Hoi. Hoi. Hoi? Okay, hallo. Gell. Wir müssen natürlich jetzt zuerst mal ein bisschen Eckdaten von dir haben. Gell? Wir können irgendwie das einordnen, wissen, wer genau bist du. Also gib uns doch mal schnell so die wichtigsten Eckdaten zu dir durch. Die wichtigsten Eckdaten. Mein voller Name ist Jana Melina Frey, aber ich werde nicht Jana genannt und am besten auch nicht Melina, sondern am liebsten Melli. Ich bin 24 Jahre alt oder jung und komme aus Deutschland in der Nähe von Frankfurt, aus einem kleinen Örtchen, das aber trotzdem alles hat, was es braucht, aus Simmern. Bin in einer FEG groß geworden und habe jetzt auf St. Krishona studieren dürfen die letzten 4 Jahre. Ja, cool. Ich habe gehört, ihr seid jetzt gerade in der Ferien gewesen, gell? Ist es schön gewesen? Ja, es war mega schön gewesen. Wir durften mit dem Camper von meinem Papa 2 Monate lang durch die Schweiz und Deutschland und Holland waren surfen und Familie besuchen, die schöne Schweiz genießen. Und ja, es war ein sehr besonderer Urlaub. Du darfst gerne mal das Foto einblenden, wenn das funktioniert. Und zwar haben mein lieber Flo, den ich heute auch mitgebracht habe, und ich, wir haben uns verlobt. Also es war ein sehr besonderer Urlaub. Genau, schau, da ist noch ein Bild für alle zum Mitstaunen, Mitfreuen. Ja, ich strahle immer noch genauso wie an diesem Tag. Mega cool. Das heisst, als Kreuzpunkt bekommen wir für den Preis von 1 bekommen wir gerade 2, gell? Weil auch der Florian ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von der Meli in ihrem Leben. Hey, komm, steh doch schnell auf, Flo. Genau. So sieht er aus, genau. Er gehört natürlich zu dir und du gehörst zu ihm. Darum auch mega wichtig, dass ihr auch am Flo Heu sagen heute. Nicht nur der Meli, auch der Florian wird da dazukommen. Auch er ist am Studieren auf St. Krishona. Dort habt ihr euch ja kennengelernt, gell? Genau. Sehr cool. Hey, ich möchte gerade zum Anfang einen Bibelvers zeigen, einblenden. Und zwar, seht ihr da hinten schon, das ist Matthäus 6,33. Und in Matthäus 6,33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das ist ja ein wichtiger Bibelvers für dich, gell? Erzähl doch mal so ein bisschen, wieso der Bibelvers und was der Bibelvers für dich wichtig macht. Hey, voll. Ich weiß nicht, wer schon so ein bisschen meinen Bericht, wo ich so ein bisschen mich vorgestellt habe, gelesen hat, da habe ich das so als mein Lebensvers, mein Lebensmotto. Nicht, dass ich das irgendwie schon voll und ganz gecheckt hätte und schon leben würde bis zu seiner Erfüllung, aber das ist mein Wunsch, zuerst nach Gottes Königreich zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und ich will nicht zu viel vorweggreifen, ich werde nachher noch mehr dazu sagen. Aber vielleicht so ein bisschen, warum ist der Bibelvers mir wichtig geworden? Das war eine Zeit, nachdem ich im Ausland war und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber so eine richtige Sehnsucht nach der Ewigkeit. Also und ich saß zu Hause alleine und ich hatte eine schwierige Zeit und ich saß am Küchentisch und ich war so, oh Jesus, ich will gerade nichts mehr als bei dir sein. Und das habe ich nicht so oft, das war wirklich ein Gnadenmoment, weil es gibt ja auch Sachen, die einen hier halten und das ist auch gut und schön so. Aber da war ich so, oh, ich will bei dir sein. Und dann hatte ich so den Glauben, ich habe die Augen zugemacht, ich war so, yes, er nimmt mich jetzt mit. Und er hat es nicht gemacht, ich sitze jetzt noch hier. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, dann machen wir einen Deal. Ich setze diesen Vers über mein Leben und zwar will ich mit allem, was ich bin, zuerst nach deinem Reich trachten und versuchen, das mit meinem Besten zu tun. Und dafür gibst du mir wieder Freude am Hiersein und Perspektive, dass ich genau das machen kann. Und die Freude, die gibt er mir und das ist Gnade und deswegen ist dieser Vers mir so wichtig geworden. Mega cool, danke, dass du das teilst mit uns. Du bist ja auch schon verschiedentlich im Ausland nachher gewesen und hast Einsätze gemacht. Warum hast du das gemacht?
Ja, ich liebe andere Kulturen, das werde ich später auch noch mal ein bisschen erläutern. Und mich hat's immer so in die Ferne gezogen. Ich war schon in meiner Schulzeit, habe ich alle Austauschprogramme mitgenommen, die nur gingen. Meine Schulleiterin hat schon gemeint, ich bin mehr irgendwo anders, als dass ich in der Schule bin. Und nach dem Abitur war für mich klar, hey, ich will mal raus, ich will eine Jüngerschaftsschule machen und durfte dann mit OM 4 Monate nach Afrika. Die prägendste Zeit in meinem Leben, die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Und war dann noch in Costa Rica, in Indonesien, in Amerika. Ihr könnt mich gerne das alles fragen. Das waren ganz, ganz wunderbare, prägende Dinge. Und ja, ich lieb's, das andere kennenzulernen. Ich lieb's, andere Kulturen kennenzulernen. Und ja, glaube, war für mich super bereichernd. Mega cool. Hast du dort auch so etwas können erleben oder erahnen von Matthäus 6,33? So, trag dir zuerst nach dem Reich. Erzähl wie das war. Total. Also, es war sehr herausfordernd, gerade in Afrika. Viele Auseinandersetzungen mit sich selbst, Reflexionen über meinen Glauben, über meine Herkunft. Und da haben wir das tatsächlich so gelebt. Hey, trachte zuerst nach dem Reich. Und dann hieß es dann manchmal so, hey, ja, Melli, du darfst jetzt heute Abend die Andacht halten in 15 Minuten. Und dann ist so, oh, okay, Herr, ich trachte nach deinem Reich. Ich brauche dich jetzt. Du droppst jetzt irgendwie eine Message. Ich downloade das noch schnell. Aber genauso auch in Indonesien zu sein, in einem Land, wo viel Christenverfolgung ist, wo man nicht einfach wie in Afrika von Tür zu Tür gehen kann und den Leuten vom Evangelium erzählt, da zu merken, hey, da hatte ich viel mehr eine Aufgabe des Gebets und des Vorbereitens, den Grund vorbereiten für die Missionare vor Ort. Und da schmeckt man das Königreich, wenn man sieht, wow, der Glaube hat einen Impact und es verändert tatsächlich, es setzt tatsächlich frei. Und das durfte ich so ein Glimpse schmecken und sehen und das macht Freude auf mehr. Come on, es ist ja auch ein versprechender Bibelvers, gell? Ja. Ist ja nicht nur einseitig, sondern zweiseitig und die andere Seite ist ja, Gott sagt, hey, und ich gebe dir, was du brauchst. Wie hast du das erlebt? Ja, Gott versorgt. Ich glaube, da will ich noch gar nicht so viel drauf eingehen, weil das erzähle ich später, okay, wie Gott mich tatsächlich gestern versorgt hat. Oh, Halleluja, Gott ist treu, er sorgt für uns. Da gehe ich später drauf ein. Alles klar, also da ein kleiner Teaser für Predigt. Die dürfen dann noch mehr hören, wie man den zweiten Teil von dem Bibelvers, von dem Deal kann erleben. Jetzt natürlich eine wichtige Frage, die uns interessiert. Du möchtest jetzt daher kommen und bei uns im Kreuzpunkt nach dem Reich Gottes trachten. Yes. Wie hast du schon mal so Gedanken gemacht oder gibt es da Sachen, die dir auf dem Herzen brennen, die dich motivieren für das? Erzähl doch ein bisschen von dem. Ja, total. Also ich freue mich darauf, jetzt so nach einer Zeit des Lernens und des es wurde viel in mich investiert, darf ich investieren und da freue ich mich riesig drauf, dass das jetzt starten darf. Also nicht, dass es vorher nicht gewesen wäre, aber jetzt so richtig. Und ich glaube, für mich ist total viel Leben teilen und unterwegs sein gemeinsam. Ich durfte das erleben, jetzt gerade so speziell auf Jugend, wie Menschen in mich investiert haben und wie Menschen in mir was gesehen haben, was ich vielleicht manchmal selbst nicht gesehen habe und wo ich sein durfte. Und es war so eine geistliche Familie, ganz, ganz tolle Menschen. Die hatten eine offene Tür, die haben gesagt, hey, du darfst kommen, wie du bist, mit deinen Fehlern, mit deinen Begabungen und wir investieren in dich. Und das war neben Afrika das zweite prägendste in meinem Leben. Und ich glaube, das ist, was ich tun will. Ich will ich sein mit meinen Begabungen, mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und gleichzeitig mit Menschen genau da unterwegs sein. In Jugendliche investieren, ihre Begabungen und ihre Schätze entdecken und ja, gemeinsam in der Nachfolge stehen und gemeinsam herausfinden, hey, wie können wir diesen Gott besser kennenlernen? Wie können wir sein Reich bauen? Und wie sieht es für uns aus? Mega cool. Hey, das begeistert mich schon mal zum Wissen. Sag doch mal noch kurz, das ist sicher etwas, was euch auch interessiert. Was hat dich angesprochen oder wieso hast du gedacht, ja, mal Kreuzpunkt, da könnte ich herwollen, da könnte ich passen? Gibt es ein paar Sachen, wo du gesagt hast, mal da denke ich, kann ich Reich Gottes bauen? Ja, also das ist, glaube ich, so eine Entwicklung. Ich habe Micha letztes Jahr in Kroatien kennengelernt, richtig cool. Ja, genau. Camps sind auch noch so eine Sache, das habe ich eben gar nicht erwähnt. Ich liebe Freizeiten. Wie viel Camps hat deine Freundin mal gemacht? Ich komme aus einer FEG und wir haben eine richtig große Camparbeit. Die machen 16 Freizeiten im Jahr. 16.
eine Gemeinde. Das ist crazy. Das hat mich sehr geprägt, auch. Und genau, das ist einfach eine besondere Zeit. Und so war Kroatien letztes Jahr eine besondere Zeit und auch dieses Jahr dürfen wir wieder dabei sein als Band. Ich freue mich jetzt schon also mega. Alle, die noch mehr Zeit wollen, verbringen mit der Meli, meldet euch an für Kroatien Camp. Ihr habt eine ganze Woche Zeit, um so cool. mit der Meli abhängen. Hey, das wird richtig gut. Und was war jetzt deine Frage? Genau, was hast was hast du gesehen, was dich motiviert hat, zu sagen, mal, da kann ich Reich Gottes bauen? Genau. Genau, und da habe ich Micha kennengelernt und Micha hat mich damals schon angesprochen, war so, hey, sag mal, wir suchen und wäre das nicht was für dich oder kennst du jemanden? Ich war noch so, nee, also für mich ist das gerade gar nicht dran. Und dann merkte ich doch, oder ist dann doch was für mich dran? Und ich bin so ein bisschen spät entschlossen oft. Und dann meinte mein Flo dann schon irgendwann zu mir, also wenn du ab Sommer halt dann auch irgendwas machen willst, dann darfst du dich darum auch kümmern. Und dann war ich so, Hilfe und okay, jetzt muss ich da irgendwie jetzt mal was machen. Und dann hat mir ein Freund in der Zwischenzeit, der auch in der FEG arbeitet, hat mir geschrieben, hey, sag mal, Wettingen, die suchen irgendwie. Und dann war ich so, ja, okay, keine Ahnung. Dann habe ich dem Michi Duffner geschrieben, FEG Schweiz. Ich war so, hey, das sind meine Begabungen, meine Leidenschaften, darf ich investieren? Was könntest du denn da geben? Er so, hey, Wettingen. Und dann habe ich auf Moodle, auf unserem Studentenportal, eine Nacht lang in Verzweiflung so, was für eine Gemeinde und was könnte denn passen? Und dann war da wieder Wettingen und ich war so, Wettingen. Und dann habe ich gedacht, hey, komm, ich schreibe jetzt dem Micha. Und das habe ich gemacht und ich durfte hier sein. Ich durfte das Leitungsteam nach und nach kennenlernen. Wir waren auch schon mal so undercover in einem Gottesdienst hier. Vielleicht habt ihr mich da schon mal gesehen. Beim Unti-Abschluss haben wir euch schon erlebt. Und ich glaube, mich hat vor allem begeistert eure Vision und euer Herz hinter den Dingen. Das ist wirklich, hey, ihr trachtet danach, in Nachfolge zu stehen. Und das war für mich so, hey, wow, das ist genau das, was ich mir von Gemeinde wünsche und wo ich mega gern Teil von sein will. Und das hat mich begeistert. Mega cool. Wir freuen uns auf deine Power, auf deine Leidenschaft. Ganz besonders auf deine Freude. Du hast eine mega coole Freude, die du ausstrahlst. Ich bin mir sicher, das haben wir schon gemerkt. Sie lacht eigentlich immer. Ist sehr ansteckend. Auf das freuen wir uns mega. Es hat mal jemand gesagt, jetzt kommen wir zu deiner zweiten Leidenschaft. Es hat mal jemand gesagt, wir müssen eigentlich viel genauer auf Lieder, Theologen müssen viel genauer auf Liedtexte schauen als auf Predigttexte. Weil Lieder singen die Leute selber, das tun sie mit ihrem eigenen Mund aussprechen, und Predigten, die kommen bis zu den Ohren. Bist du einverstanden mit dem? Ja, bin ich. Tatsächlich. Gestern habe ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht und habe mit einer Kollegin darüber gesprochen und sie hat ihre Bachelorarbeit tatsächlich genau über das Thema geschrieben. Und zwar der theologische Gehalt von Lobpreisliedern. Und ich glaube zutiefst, dass es wichtig ist, dass Lobpreis vom Wort her kommt. Und das heißt nicht, also genauso wie beim Gebet, also es soll von Herzen kommen letztlich. Aber Lobpreis ist auch Verkündigung. Es ist gleichzeitig auch, hey, ich proklamiere etwas. Und das muss oder sollte mit dem Wort übereinstimmen. Und deswegen würde ich absolut übereinstimmen und sagen, hey, es ist total wichtig, dass wir das Wort kennen und dass wir auch von dieser Grundlage her Lobpreislieder schreiben. Weil das ist wichtig, was wir als Gemeinde singen. Und wir haben als Liedertexter, als Worshipleiter haben wir eine Verantwortung, was wir für Texte gemeinsam als Gemeinde singen und proklamieren. Come on, sehr cool. Eben, deine zweite Leidenschaft ist natürlich Anbetung und Lobpreis. Erzähl ein bisschen von deinem Hintergrund oder was begeistert dich dann so ganz besonders an Lobpreis? Voll. Ich habe schon als kleines Mädchen gesungen und auch mal Klarinette gespielt und spiele verschiedene Instrumente. Und für mich war dann irgendwann klar, als Gott mir gezeigt hat, ich soll keine Lehrerin werden, dass ich auf Krishona landen darf, um dort Theologie und Musik zu studieren. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so gesagt. Genau. Ich habe auch Musik studiert. Und für mich war oder ist ein Punkt, Lobpreis ist für mich zutiefst ein Ausdruck meiner Gottesbeziehung. Und auch wenn das vielleicht nicht für jeden gleich ein Zugang ist, und das darf auch ich verstehen, die leidenschaftlich für Musik ist, glaube ich trotzdem, hey, es hat eine Kraft, sich zu vereinen und gemeinsam unseren Herrn zu loben und zu preisen. Weil letztlich werden wir das eine Ewigkeit lang machen und es wird nicht langweilig werden und es wird wunderschön sein. Okay. Und ja, das begeistert mich. Und ja, Musik ist krass, weil letztlich trifft es auch unser Herz und es trifft unsere Emotionen. Und es ist so schön, dass Gott auch ein Gott der Gefühle und der Emotions ist, der uns irgendwie auch da in dem begegnen will.
Ja. Mega cool. Hey, ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf, wenn ich jetzt dann endlich weggehe und die Meli darf ihre Predigt für uns haben. Genau, ich würde sagen, ich bin fertig. Du darfst dich gerne die ganze Bühne übernehmen. Genau. Ich möchte gerne noch kurz beten für dich. Und dann sind wir mega gespannt, um zu hören, was dir Gott aufs Herz gelegt hat für den heutigen Morgen. Und genau, du uns bitte etwas mitgeben aus dem Wort. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Meli. Merci vielmals hast du sie auch berufen. Merci vielmals hast du ihr ein Ja gegeben ins Herz, wo nach dir trachtet. Wir loben dich für das. Das ist dein Wirken. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du sie führen, dass du sie erfüllst mit dem Heiligen Geist, dass ihre Worte dürfen die Herzen bewegen und berühren. Jesus Christus. In deinem Namen bitten wir das. Amen. Amen. Hey, vielen Dank. Ich freue mich wirklich aufrichtig, heute Morgen hier zu sein und euch alle kennenzulernen. Ich hoffe, ihr freut euch auch oder ihr wart in Vorfreude, mich kennenzulernen. Und ich habe mich auch gefreut, als Micha mir gesagt hat oder mich gefragt hat, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, dass ich heute hier predigen darf. Und ihr seid Zeugen einer Premiere. Und zwar ist es zwar nicht das erste Mal, dass ich predige, aber das erste Mal in einer Gemeinde. Und das heißt, Micha hat gesagt, ich darf das Thema selbst wählen. Und ich bin nicht der entscheidungsfreudigste Mensch. Und mir ist es sehr schwer gefallen, aus allen Möglichkeiten, über die man predigen könnte, ein Thema rauszuwählen. Und so bin ich ins Gebet gegangen, war so, okay, Heiliger Geist, so was brennt auf deinem Herzen, was soll ich weitergeben? Und er hat mir dann den Hint gegeben, hey, du hast doch eben dich vorgestellt mit dem Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das hinzugefügt werden. Wie wär's, wenn du darüber sprichst? Und ich war voll hochmotiviert, wie so eine richtige Mustertheologin, bin ich in unsere Bibliothek gelaufen, habe mir Kommentare gesucht, Lexikas, habe mich vergraben in die Bücher, habe Predigten gehört, habe Bücher gelesen, habe Predigtansätze angefangen zu schreiben, bestens vorbereitet. Und das Ende vom Lied ist, ich saß gestern in meinem Zimmer und da habe ich nicht gestrahlt. Auch eine Melli weint mal. Und habe meinen 7. Predigtansatz versucht, Flo vorzutragen. Ich habe gemerkt, nein, das ist es nicht. Es ist es einfach nicht. Und ja, zu den Sorgen. Mich haben gestern so richtig große Sorgen überkommen. Und ich habe mich hier schon stehen sehen, wie ich mir einen zurechtstammel und versuche euch was zu erzählen, was eigentlich gar nicht dran ist. Und so habe ich auf dem Boden gelegen und war so, okay, Gott, es ist gerade Realität, was in diesem Vers steht. Und zwar schreibt Gott in dieser Bibelstelle über Sorgen. Und bevor ich gleich weitergehe, wollen wir das erstmal gemeinsam lesen. Du darfst gerne die Bibelstelle einblenden. Jesus spricht hier oder er predigt die Bergpredigt, das ist quasi da eingebettet. Und in diesem Absatz geht es viel um materielle Dinge, um Geld, um Sorgen. Und er schreibt in den Versen vorher, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Doch ich sage euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und jetzt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
Hey, und das hat gestern zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen. Melli, mach dir keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Ja, und ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, ob ich was zu essen finde, auch wenn das in der WG manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Aber ich habe den Kühlschrank aufgemacht und er ist überreich gefüllt mit ganz viel Essen. Ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, dass ich nichts zu trinken habe. Und auch wenn ich natürlich mir so ein bisschen überlegt habe, was ich mir ja heute anziehen könnte, lag auch das nicht dran, dass ich nicht genug Kleidung hätte. Aber ich habe mir gestern Sorgen um was ganz anderes gemacht. Und zwar, ja, schon so ein bisschen Pressure, krass. Ihr lernt mich jetzt kennen und ich darf euch jetzt eine Message bringen. Und eigentlich war ich erfüllt von Menschenfurcht und hatte Angst, dass der Heilige Geist mich im Stich lässt und mich nicht inspiriert und keine Message für mich heute hat. Aber Gott sagt, hey, Sorgen, das ist was für die, die Gott nicht kennen. Also Melli, du kennst mich, mach dir keine Sorgen. Und Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge einen sehr spannenden Satz. Und zwar sagt er, darum wollen sie selbst tun, was sie von Gott nicht erwarten. Hey, wie oft wollen wir selbst was tun, weil wir es von Gott nicht erwarten? Wie oft wollen wir selbst die Kontrolle behalten? Und wir leben in ich würde sagen, in einem Reichtum, wo wir alles selbst unter Kontrolle haben können. Wann warst du das letzte Mal so richtig außer Kontrolle? Und bist du dann gechillt und sorglos, weil du deinen Gott kennst? Oder geht's dir wie mir und ich krieg eine Vollkrise, weil ich merke, hey, im Letzten habe ich es eben nicht im Griff. Und wir haben vieles nicht im Griff. Ich könnte heute nach Hause kommen und das Haus, in dem ich wohnen darf, ist abgebrannt. Und dann ist alles weg, was ich habe. Ich hoffe, dass das nicht passiert, weil ich wohne in einem wunderschönen Haus. Aber wir haben es in den Medien in den letzten Wochen gesehen, hey, es geht so. Und auf einmal hat sich deine ganze Realität geändert und du hast keine Kontrolle darüber, was passiert. Weil letztlich ist Gott derjenige, der Herr ist und der es unter Kontrolle hat. Und er gibt uns ein Gebot, das erste Gebot, das er durch Mose an uns gibt, ist, hey, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ganz oft denke ich mir dann so, ja, die Götzen, von denen wir immer sprechen, aber wie oft setze ich mich selbst an diese Stelle und versuche selbst Herr zu sein. Und dabei vergesse ich den zweiten Teil von dem Vers. Das Übrige wird euch hinzugegeben. Wir müssen uns nicht nehmen, nicht selbst nehmen, sondern Gott ist einer, der uns geben will. Und das ist so krass. Gott ist ein Versorger. Er ist nicht einer, der uns etwas vorenthält. Er stellt sich selbst als Vater vor. Als Vater, der für seine Kinder sorgt. Und das, ja, hat mich gestern herausgefordert und ich habe gemerkt, hey, ja, die Message, die trifft mich selbst. Weil Jesus sagt, trachtet nach dem Reich. Und das ist was Ewiges, das ist was Bestand hat und nicht was vergeht. Und dann habe ich mir so vorgestellt, hey, eines Tages, da darf ich vor meinem König, vor meinem Vater, vor meinem Herrn stehen und dann zählt nichts mehr von all den vergänglichen Dingen, aber auch gar nichts mehr. In dem Moment zählt nur noch das, was der Vater über mich denkt, was er in mir sieht. Also sollen wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. So, was heißt es denn jetzt? Was ist das Reich Gottes? Jesus spricht in den Evangelien 126 Mal von dem Reich Gottes. Das ist ziemlich viel, also scheint es ihm ein sehr großes Anliegen gewesen zu sein. Ist das Reich Gottes jetzt was irgendwie in der Zukunft ist, was mal kommen wird, was mal errichtet wird? Oder ist das Reich Gottes schon vollumfänglich jetzt hier? Darüber streiten sich die Menschen und ich glaube, so oft ist beides wahr. Einmal, weil Jesus uns lehrt, im Vaterunser zu beten, hey, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also es ist ein Gebet für etwas, das errichtet werden soll. Und gleichzeitig sagt Jesus, hey, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das sagt er zu den Jüngern. Also mit der Ankunft Christi ist auch das Reich Gottes da. Es ist hier, es ist eine Realität. Und wie jedes Land und wie jede Kultur, wie jedes Land und jedes Reich, hat auch das Reich Gottes eine Kultur. Und ihr habt vorhin schon so ein bisschen mitbekommen, ich reise sehr viel oder ich liebe das Reisen, ich liebe die anderen Kulturen.
Und ich habe so ein bisschen merken und lernen dürfen, manchmal auf leichte Weise, manchmal auf schmerzliche Weise, dass wenn man Teil von einem Land, Teil von einer Gruppe sein will, man manchmal seine Kultur anpassen muss. Und ich bin jetzt schon seit 4 Jahren da in der Schweiz und für mich und für mich ist es klar gewesen, hey, ich komme in ein neues Land und ich will Teil von dem sein. Und darum habe ich gesagt, okay, es ist eine andere Sprache und ich fange an, das zu lernen. Merci. Und nicht, weil ich denke, ich kann das perfekt, gar nicht. Aber weil ich weiß, hey, ich will Teil sein. Und ich bin jetzt hier und ich will die Werte, ich will die Gesetze, sowohl die geschriebenen als auch die ungeschriebenen, will ich lernen, weil ich will Teil sein. Und genau so ist es auch mit dem Reich Gottes. Auch hier gibt es eine Kultur, die wir kennenlernen müssen. Und ja, wie lernen wir die kennen? Hey, letztlich durch Jesus. Jesus hat es uns vorgelebt, was die Kultur des Reiches Gottes ist. Und damals war das so im Römischen Reich, da waren so Kaiser, die mit viel Macht und Korruption versucht haben, ihr Reich zu erweitern, ihre Macht zu repräsentieren. Und Reich Gottes ist nicht Mainstream, sondern Reich Gottes ist Kontrastprogramm. Und Jesus kam als einfacher Mann, der nichts hatte, der von vielen nicht angesehen wurde. Er ritt nicht auf einem weißen Ross, sondern auf einem Esel. Und er hatte zwar eine Krone an, doch es war eine Krone geflochten aus Dornen. Und er wurde erhöht, ja, aber am Kreuz. Und das ist so krass, wenn wir uns das überlegen, weil Jesus bringt eine neue Realität. Seine Mission war Leben. Und zwar dein Leben. Mit seinem Tod am Kreuz hat er Gerechtigkeit geschaffen. Und das ist die Gerechtigkeit, von dem der Vers auch spricht. Trachtet nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Hey, wir dürfen nach Gerechtigkeit trachten, weil du warst Jesus so wertvoll, dass er für dich kam und für dich gestorben ist. Und Reich Gottes? Ich glaube, Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus als König regiert und geehrt wird. König, Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus regiert und als König geehrt wird. Hey, und wenn du dich entschieden hast, Jesus zu folgen, dann lebt Jesus in dir. Ist Königreich Gottes in dir? Ist Jesus König über deinem Leben? Regiert er? Wird er geehrt durch dein Leben? Hey, und die Frage ist, wie sieht das aus? Und ich glaube, letztlich trachten wir nach seiner Gerechtigkeit, wenn wir seinem Vorbild folgen. Wenn wir anfangen, die Reich Gottes Kultur zu unserer Kultur zu machen. Es geht darum, seinen Willen und seine Werte zu erkennen und darin zu wandeln. Paulus findet dafür folgende Worte: dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Christus ist unser Vorbild. Hey, und ich habe so mir überlegt, wie war Jesus denn? Was waren denn seine Eigenschaften? Was war er für ein Mann? Und ich habe nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Aber hey, Jesus ist Liebe. Er ist die Liebe in Person. Und an unserer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass wir seine Jünger sind. Auch uns ist es aufgetragen, nach der Liebe zu trachten und Jesus dort ähnlicher zu werden. Hey, liebt eure Feinde. Was ist das für ein crazy Satz? Das ist ganz anders als jede andere Kultur, die wir kennenlernen. Er wendet sich an die ausgeschlossen sind. Er sieht den Menschen ins Herz. Jesus war bereit zu vergeben. Er lebte, was er predigte. Er war demütig und er wusch sogar seinen Jüngern die Füße. Ja, wir sollen genau nach dem trachten, nach dem Himmelreich. Zuerst nach Gottes Reich trachten in deinem Leben. Wir sind Mitarbeiter, Mitbauarbeiter des Reiches Gottes. Und vielleicht überfordert dich das jetzt und setzt dich unter Druck und du bist so, oh nein, Hilfe, ja, ich muss zuerst nach dem Reich Gottes trachten, was muss ich jetzt alles tun? Hey, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Heiligung und der läuft.
Und hey, wir wollen uns anschauen, wie kann das funktionieren? Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal erlebt hast, aber Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst und die du richtig lieb hast, die prägen dich. Und die Bibel sagt dazu auch, Eisen schärft Eisen und so schärft ein Mensch den anderen Menschen. Und ich bringe jetzt ein praktisches Beispiel. Flo und ich, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und ich habe so einen kleinen Sprachfehler. Also ich komme aus einer Region, wo man auch Dialekt spricht eigentlich, aber ich versuche mich anzupassen den Kulturen und deswegen versuche ich astreinstes Hochdeutsch zu reden. Aber es gelingt mir oft auch nicht und Flo lacht mich dann immer aus, weil der spricht sehr, sehr gutes Hochdeutsch. Und manchmal habe ich auch ganz komische Satzstrukturen in meinen Sätzen. Und letztens ist es Flo doch tatsächlich passiert, dass er sich so an mich angepasst hat, dass er auch komplett falsches Deutsch geredet hat. Und er war so, oh nein, Hilfe, du hast einen ganz schlechten Einfluss auf mich. Das ist nur ein Beispiel, was passieren kann, wenn man mit einer Person sehr viel Zeit verbringt. Aber das ist natürlich jetzt nur ein super oberflächliches Beispiel. Aber es geht noch viel, viel, viel tiefer. Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, die prägen dich. Prägen dich, da war's. Aber genau das ist es. Wenn du viel Zeit mit Jesus verbringst, dann wird er dich prägen. Wenn du dich damit auseinandersetzt, was die Kultur des Reiches Gottes ist, wenn du in seinem Wort liest, dann wird dich das prägen. Und dann wird der Heiligungsprozess ganz automatisch passieren. Hey, yes, but how? Wir wollen uns jetzt ein paar praktische Punkte anschauen, was es vielleicht für dich heute Morgen bedeuten kann, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie was von diesem Jesus gehört. Du weißt nicht, was das Evangelium ist und was es bedeutet, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Hey, cool, dass du heute da bist. Und ich will dich ermutigen, frag doch nachher mal deinen Sitznachbarn, hey, kannst du mir ein bisschen mehr über Jesus erzählen? Und wenn dein Sitznachbar das auch nicht weiß, dann kommt doch zu mir oder zu Micha. Wir wollen euch richtig gerne erzählen, wer dieser Jesus ist. Und vielleicht ist für dich heute Morgen der Punkt dran, wo du das erste Mal entscheidest, hey, dieser Jesus, ich will, dass er König über meinem Leben ist. Und das ist die beste Entscheidung, die du in deinem ganzen Leben treffen kannst. Vielleicht folgst du Jesus aber auch schon nach und Jesus lebt in dir. Aber du merkst doch, hey, es gibt Bereiche in meinem Leben, ja, da ist Jesus irgendwie noch nicht der König, da regiert er noch nicht. Hey, und dann will ich dich ermutigen, in dich reinzuhorchen und zu schauen, hey, wo sind diese Bereiche? Und dann gilt es vielleicht, Buße zu tun und umzukehren und es Jesus hinzulegen, zu sagen, hey, da habe ich versucht, selbst es unter Kontrolle zu haben, da bist du nicht König und ich will es dir übergeben, ich vertraue dir. Und wir werden nachher gleich zusammen Abendmahl feiern und da darfst du Vergebung empfangen. Weil Jesus ist für das auch am Kreuz gestorben. Er ist nicht für perfekte Menschen am Kreuz gestorben, sondern für uns, um Gnade für uns zu erwirken. Und letztlich, get to know your King. Lern deinen König kennen. Und zwar, wenn du ihn schon kennst, dann lern ihn noch besser kennen. Es gibt so viel, es hört nie auf. Es ist so tief und so weit und so horizontübersteigend. Also ja, setz dich hin, lies das Wort, geh ins Gebet, verbring Zeit mit Jesus und lern deinen König kennen. Und dann wird der Rest automatisch passieren. Und es ist so cool, weil es passt so in die Predigtreihe rein. Ja, gang los und bau das Reich Gottes. Weil die Vorstellung, dass die Kultur des Reiches Gottes sich überall ausprägt, das ist das Schönste, was ich mir vorstellen könnte. Wenn wir alle nach dieser Kultur leben würden und das regieren würde, hey, das wäre so schön. Also ja, lasst uns zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und Gott ist treu. Er wird den Rest dazu tun. Und jetzt, ja, wollen wir eine Zeit der Stille haben, wo du, ja, mit Jesus ins Gespräch gehen kannst, wo du reflektieren kannst. Ich will dich ermutigen, hey, überleg dir, was ist der Punkt, wo der Heilige Geist heute bei dir angeklopft hat, wo er was angeregt hat. Nimm das mit und vielleicht erzähl es später jemandem. Alles, was ausgesprochen ist, ist dann da. Also ja, hol dir jemanden und sag dir, hey, da hat Jesus heute zu mir gesprochen. Das nehme ich mir vor. Hey, da muss ich Buße tun. Ja, und dann, ja, geh ins Gebet. Und dann werden wir gemeinsam Abendmahl feiern und das feiern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat.
Amen. darf das Abendmahl einsetzen nach dem Bibeltext von Lukas 22, Vers 19. Dort steht, dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und so möchten wir jetzt einfach Danke sagen, bevor ihr nachher dürft, individuell das Abendmahl abholen während dem Lobpreis und nehmen, möchte ich es jetzt einfach einsetzen für uns alle zusammen. Und Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Leib hingegeben hast, dass du dich zerbrochen hast am Kreuz zur Vergebung von unseren Sünden. Wir können es nie ganz verstehen, wir können es nie ganz erfassen und doch, wenn wir heute am Morgen da sind und dir die Ehre geben für das und das feiern, dass wir das dürfen heute am Morgen in unserem einigen Mund spüren, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir von ganzem Herzen für das. Merci, hast du dein Leib hingegeben für uns. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir einen neuen Bund dürfen haben mit dir, dass dein Blut etwas Neues geschaffen hat und dass es besiegelt und wahr ist, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir dürfen neu in einen neuen Bund mit dir eintreten. Danke vielmals, Jesus, für all das, was du für uns da hast am Kreuz. Amen. Wir steigen jetzt in die Zeit der Anbetung, wo die Band uns wird leiten im Lobpreis und ihr dürft gerne einfach so wie gewohnt im Uhrzeigersinn vorkommen, dürft gerne einen Becher und das Brot mit dem Platz nehmen. Tönt doch einfach nochmal in euch einigen Wort Jesus Christus Danke sagen. Denkt darüber nach, was er für euch da hat. Vielleicht gibt es auch etwas, was ihr jetzt gerade in diesem Moment ihm hergeben wollt, wo ihr Vergebung bitten wollt. Und geht dann zurück an euren Platz und nehmt es dort ein. Und in dieser Zeit dürfen wir miteinander unseren guten Gott im Himmel anbeten. Ich darf euch gerne einladen zum Aufstehen, dass man auch einfacher durchlaufen kann und dass wir gerade schon ready sind für die Anbetung.